Mia? Okay. How did I end up here? Und somit grüßt ihr zurück bei Eden Gate, The Edge of Life. Und zwar, ich habe dieses Spiel durch puren Zufall irgendwann mal bei einem Trailer gefunden oder bei einem anderen kleinen Let's Player, keine Ahnung. Und dann haben wir einen Trailer angeschaut und dann haben wir gedacht, weißt du was, das probieren wir einfach. Es ist aber nicht lange, es dauert keine 1,5 bis 2 Stunden. Schauen wir mal, wie lange wir wirklich brauchen. Und es hat sehr interessant ausgeschaut, also haben wir gedacht, weißt du was, über die PS4 haben wir es dann geholt, hat nur ein paar Euro gekostet. Soll also das Schaden keiner sein. Hello? Ja genau. Hallo, wie du siehst, kein Arsch hier. So. Wie kann man das? Is anybody there? Hm, I just woke up and... Ich glaube, das ist da jetzt aber kein Wurscht. Ich habe schon getestet. Ich sag dir auch gleich, bis welcher Stelle hin. Vergrößern. Jawohl. Und rennen. Hui! Na, jetzt ist sie rasant unterwegs. Die Mia. Die Mia Lena Sophie. Was war sie? Von Kopf bis Knie. Intensivtherapie. Na bitte. Sind wir da? Aha. Okay, umdrehen. Wo ist das Heilmittel? Wo ist das Heilmittel? Ja. Unser Mädchen steht ja noch, also kann nicht so viel schief gehen. Was ist denn da? Warte mal. Protect yourself and others from getting sick. Okay. After couching, coughing or sneezing. When caring for the sick, okay? Before, during, after you prepare food. Before eating, after you use toilet. Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiger Hinweis. When hands are visibly dirty. After handling animals or animal waste. Na bitte. A Sackerl für Skackerl.
Entschuldigung, kurzer Augenblick. So, da. Was immer wenn ich von der Arbeit heimkomme? Where is everybody? Ja, ich weiß, was jetzt kommen wird. Das hat was mit dieser Tragbare und diesem Nebel zu tun. Nein, es sind keine Abgase von Fürzen. Keine dahindampfenden Würste. Es kommt was. Bis dato habe ich das Spiel getestet und jetzt werden wir gleich mal schauen, was sich da abspielt. I'm sorry, Mia, but you should have known better. Pushing yourself too hard, not listening to anyone. If you hadn't acted like you were smarter than everyone else... Clear the way, come on! What was that? What happened here? Ja, Dirndl, das wirst du uns ja wohl hoffentlich noch verraten, was du Böses getan hast, ha? Hast du es wieder mit irgendwelchen zombie-mäßigen Experimente übertrieben, ha? Entschuldigung, dieses bisschen Gerotze. Warte mal kurz. Weißt, das ist, momentan ist eine Phase, kalt, warm. Und dann schwitzt du in der Arbeit, gehst duschen, kommst raus aus der Haken und dann biebert's die, trotz dessen, dass du warm angezogen bist und dann hast du den Scheißdreck schon benannt. Dir sag ich's. Gut, Intensivtherapie oder intensive Therapie, weiß ich nicht, was die da machen. Was haben wir denn da? Stroke Unit, Pulmonologie, Sub-Int Care. Okay. Ich weiß aus dem Trailer ungefähr, was da kommt, aber woher das rührt, weiß ich nicht. Hello? Mia, es ist kein Schwein hier. Du rufst also umsonst. Was hast du denn angestellt, ha? Und ja, ich werde des Öfteren so kleine Spiele probieren. So wie dieses MMORPG, was ich da gemacht habe. Da habe ich aber die 1,5 Stunden komplett hochgeladen. Mir hat das MMORPG irrsinnig gut gefallen, muss ich sagen. Weird. Na, hast du ein bisschen Resident Evil gespielt, ha? It's art, I guess. Doesn't make me feel any better. Naja. Ob das Kunst ist, ich weiß es nicht. Es ist das Problem, ich habe momentan ein bisschen ein kleines Problem mit Open World Spielen, weil du einfach nicht weiterkommst. Und... Ah, da hinten. Ich habe mittlerweile wieder mit Wimmelbildspielen angefangen, die relativ lustig sind. Entschuldigung. I don't think I could eat right now. Ich würde sagen, ich würde am besten für dich. Ich empfehle dir, alles reinzustopfen, was du gerade findest. Du wirst wahrscheinlich nichts mehr kriegen. So wie das da ausschaut. Was genau passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur ungefähr, was auf uns zukommen wird. Aha. Habe ich irgendwas übersehen? Oder warum ist diese Tür da verschlossen? Oh, Galerie Pikmin. Fallout 4 ist auch hier. Super. Also die besten Voraussetzungen. Jetzt da. Wow, sie kann eine Taste drücken. Naja. No, please. Doch.
Ja. Achso, muss ich draufbleiben, oder was? Ah. Das Draufbleiben war der Schlüssel. Genau. Guess I'll take the stairs. Ja, Mädel. Du wirst uns ja wohl verraten, was du angestellt hast. You'd think there'd be healthier options. Aha. Mädchen, ich gebe dir noch einen guten Tipp. Wenn man in einer Apokalypse steckt, sollte man alles nehmen und nicht unbedingt zimperlich sein. I have nothing more to say to you, Mia. Oh, you're not listening to me. I figured it out. Mia, right now, this discussion is over. What, you think it's my fault? It is your fault. They were so angry. What happened? Ja, das wirst du uns aber hoffentlich erklären werden wollen. So, kurzen Augenblick. Ich werde hier kurz einen Schnitt machen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Jetzt höre ich mich schon besser an. Ich spüre, ich brüte was aus. Ich hoffe keinen Alien. Was haben wir da hinten? Hä? Ist es da bei diesem Drucker? Okay. Also an irgendwas hat diese gute Dame hier geforscht oder sonstiges. Ich nehme mal an, es ist ein Virus. Oder so etwas. Was steht da? Ja, schade, das kannst du fast nicht lesen. Schade. Aber ich glaube, das Spiel wird uns Antworten liefern. Irgendwann einmal im Laufe der nächsten Zeit. Ein geiler Störbildschirm. Ja. Das schaut eher nach einem Störbild in die 80er oder 90er beim ORF aus. Hübsch, hübsch. Was ist da? Liam, mir ist bewusst, dass die Menschen Angst haben. Sie haben auch jedes Recht dazu. Ich stimme dir voll und ganz zu, dass nicht noch mehr Panik in den Straßen herrschen sollte. Aber irgendwann müssen wir die Wahrheit erzählen. Denk nur an den Schaden, der sonst... Mei, Friede, Bruder. The damage. Dirndl, was hast du denn angestellt, ha? George, Veröffentlichungsdatum. Ja, das ist schön für einen George. George, date of publication. Warte mal. Ich hab da hinten was übersehen. Ist dort vielleicht der Code? Patientenpsychologie. Ein Ansatz nach Jung Sebastian George. Umdrehen. There we go. Was sind die Archetypen der Patientenerfahrung? Dr. Sebastian Georg liefert in Form von Gratwanderungen auf der Schwelle zwischen Leben und Tod eine Grundlage dafür, wie man individuelle Erlebnisse im Gesundheitswesen gedanklich ergründet. Dieses Buch greift auf Erkenntnisse der modernen Psychologie sowie weltweite Traditionen des Geistes zurück und bietet eine Fülle an Einsicht, Humor und Weisheit, was es zu einem unschätzbaren Leitfaden für jeden Berufstätigen im Gesundheitswesen macht, der sich an einem Scheideweg befindet. 1978, die Phishing Group, nur bitte.
Aber wir bräuchten ja da einen Code. Wo könnte der mal dumm gammeln? Warte mal. War da irgendwas? Schwarzveröffentlichungstag. Ah! Warte mal, was war das? 1978? Umdrehen. 1978. Probieren wir es mal. 1978. Jö! Ein schlaues Kerlchen. Bist du? Doesn't look like I can go this way. Ein schlaues Kerlchen. Wait! Come back! Wir laufen mal zur Melodramatik noch beisteuern. This is crazy. Nö, Mädel, du hast was angestellt und das werden wir jetzt rausfinden. Und dann werden die Zuschauer entscheiden, ob man dir einen Arschtritt geben sollte oder nicht. Aha. Was? Das Decameron. Giovanni Boccaccio. Oder keine Ahnung. Übersetzt von Justine Pressler. Oh Gott. Das Decameron ist ein Beweis dafür, dass uns die Macht von Geschichten dabei helfen kann, schwere Zeiten zu durchstehen. Durchzustehen. Das Buch beginnt damit, dass 7 junge Frauen und 3 junge Männer in einer abgeschiedenen Villa Schutz vor dem schwarzen Tod suchen, welcher das Florenz des 14. Jahrhunderts heimsucht. Um sich die Zeit zu vertreiben, erzählen sich die jungen Menschen abwechselnd Geschichten, eine pro Person, 10 Tage am Stück. Die dabei entstandenen Erzählungen bedienen das ganze Themenspektrum, von Tragödien bis hin zu Komödien, von anspruchsvoller Tugend bis hin zu niveaulosen Gelüsten, von Tiefgang bis hin zu Scherzhaftigkeit. Das Decameron gilt als einer der großen Klassiker italienischer Literatur und wird von aller Welt gepriesen. Es vermittelt das Bild eines urbanen und komplexen mittelalterlichen Lebens, das Lesern der Gegenwart überraschend bekannt vorkommen wird. Na, hübsch, hübsch, jetzt haben wir es benannt. I wonder if that's any good. Es ist bestimmt ein besseres Buch, als wie das, was du da wahrscheinlich angestellt hast. Musstest ja unbedingt mit einem Virus spielen, wahrscheinlich. Hä? Ah! Da zeigt mir etwas den Weg. Was ist da hinten? Mia, if this is another crackpot theory... Listen to me, please. How can something be alive and not alive at the same time? It's not alive. The science is clear. It is life, though. It's a part of life. Stick with me. I promise it makes sense. I'm sorry. But do you realize how you sound right now? A part of life? What was I talking about? Ja, das wirst du uns ja wohl verraten können, oder? Oder hast du auch die Delle gekriegt, dass die Delle ein bisschen verschoben ist? Na gut, für das ist ja der Spieler da, dass er das aufklären darf. Aha. Dr. Liam, der Botschafter, Dr. Liam Pressman. Pressman ist ja wurscht. Der Forschungsleiter von Vesta Labs sagt nur einen krankheitserregenden Kampf an und dessen Kritikern 6 Mythen über Humanexperimente, Durchhaltevermögen und Mitgefühl in finsteren Zeiten. Wie man aus der Vorstellungskraft Energie schöpft. Machen Sie Urlaub, kontaktieren Sie Ihren Continental Travel Reiseberater, um exklusive Reservierungen und Preise zu entdecken. Continental Travel Agency. Das ist sympathischer Humor.
Es ist wirklich sympathisch. Da hast du 6 Mythen über Humanexperimente, Durchhaltevermögen und Mitgefühl in finsteren Zeiten, wie man aus der Vorstellungskraft Energie schöpft, Krankheitserregern, Kritiker und dann drast um. Ah, herrlich. Entfliehen sie die Flucht irgendwo hin. Ah, schön. Liam. Of course. Herrlicher Humor. Den teile ich voll. Was haben wir da? Da sind wir gerade 4er gegangen, gell? Ja. Da sind wir her und dann gehen wir da durch. Ja, es ist genau mein Humor. Mag ich. Oh. Hä? Erinnert so ein bisschen an Stephen Kings S. Will miss you. Niemand würde es dir verübeln, gehen zu wollen. Ich denke schon die ganze Zeit drüber nach. Pass auf dich auf. Okay. Aha. Also sind wir in einem Forschungslabor. A research lab. Mädchen, ich schätze mal, dass es dein Arbeitsplatz sein wird. Du konntest es ja nicht lassen, musstest ja unbedingt mit Viren spielen. I'll try my badge here. Okay. Oh. Blood samples. Wait. I remember the tests. Was hast du noch gestellt? Hm? Hey Leute, Bros, B-R-O-S, was weiß ich. Glaubt ihr könnt den Zugangscode dieser Woche erraten? Ist elementar. Oh. Well, this is fun. Keine Ahnung. Oh, you aren't listening to me! The whole time I've been on this project, you haven't been listening! Mia, calm down. This isn't how... Don't tell me to calm down. You know the risks we're taking. That's exactly why you need to be reasonable about this. Then listen to me! If I'm right, we don't have much time. Oh. Da hast du zuerst an Viren gespielt und dann ist was außer Kontrolle gelaufen. Ach, wie dumm ist der Mensch, hm? Irgendwo hätte ich mal gelesen, so Oldschool-Typen wie ich es bin, halten den Fortschritt auf. Mhm. Es gibt Situationen, da ist der Mensch mit dem Fortschritt ein bisschen überfordert. Mhm. Probieren wir's? Nö. Er ist elementar. Warte mal, ist da irgendwas? Habe ich da irgendwas übersehen? ERS. Warte mal. Und das jetzt einen Code auszufinden. Ja, schön. Er ist elementar. Ja, was kennen Sie meinen damit? 1, 2, 3, 4? Ja. Ich bin wahrscheinlich so dumm und probiere das auch noch. Na, aber die Richtung stimmt.
Oder habe ich irgendwo eine Stelle übersehen? Hä? Kann natürlich auch sein. Weil ich bin ja mittlerweile auch schon ein Blindschleichen. BROS. Ja, aber ich sehe da nirgendwo was, was es irgendwie einen Code verraten könnte. Warte mal. Nö, das war's nicht. Lustig. Ja. Vielleicht habe ich irgendwo was übersehen. Na, es muss da sein. Ist elementar. Entschuldigung. Elementar. Was könnte damit gemeint sein? I see BR, second column from the right. Bromine. OS. Oh, there it is. In the middle. Osmium. Ach so, jetzt verstehe ich's. Okay, Trottel. Osmium is element 76 and bromine is 35. Danke mir fürs Sorgen. Entschuldigung, aber ich würd's eigentlich So that should be 3576. 3576. Richtig. 3576, 3576. Bis wir bei der Tür sind, habe ich das sicher wieder vergessen. 3576. 3576. Scientists. Ja, wirklich wahr heißt. Das sieht man, was hast du denn angestellt, Dirndl, hä? Don't worry, Mia. We'll get through this. And now I'm talking to myself. Great. Ja, mir. Ich war aber nicht stolz auf die, dass du jetzt Selbstgespräche führst. Gute Besserung. Ah, warte mal. Gute Besserung. Tut mir leid, dass ich dich nicht besucht habe. Auf der Arbeit herrschte das reinste Chaos. Hoffentlich wird es bald etwas ruhiger, damit ich mich mal aus dem Büro zurückziehen kann. Ich bin sicher, dass es dir gut geht, Chris. Nur bitte. Ist da irgendwas? Na, da ist nix. Haben wir eh gedacht. Hey! Oh. Das bedeutet nichts Gutes.